Gute Marius. Met zijn mij vreed dat je zo van der waren te zijn. Ik zie een paar zijn der wache was en dan falls ich dort bald als ein du fehlt wordt. Meine Familie ist hier nicht. Wir waren in Florida für 10 Tage mit meinen Freunden als ich kennengelernt. Und wir hatten eine sehr gute Zeit. Wir hatten fein, warm und schön. Und ich will kaum oft ganz nicht merken, aber wir hatten eine sehr gute Zeit. En dag, veel zondag zat we in de living room, dat we livestream, de aandachten. En mijn vriend kijkt samen zich aan en zei, wie je hier en doen? Nu zien we lang nog wacht was, we maken 3. En we deden nog de nächste dag, de maandag, dan hebben we 3, maar am wacht 3. Maar als voor ons is het zo wichtig, ik denk dat we een familie hebben, waar we ons kan werkelijk nu bang. We kan werkelijk zijn, van hoe we ons gebankt in jullie maat te zijn. Als je dat hier zo schijnen, als je dat ook schijnt dat we hier kan doen in de kerk en je met God zien wordt ook beduiden met dat. So. Jan, vielleicht je sagen, de titel in bulletin is, hast du ein Plauz im Himmel bei Gott? Wenn Frauen die darf nicht in Hand abheben, aber wenn Frauen die wirklich alle dat zij handwerklich einen Platz im Himmel bei Gott, wenn je in die Antwort selbst die Antwort, wo je kan zijn AK, en ik zie me zeggen daaraan, oder wo je nicht näher weiten, als dat wirklich so stundet er nicht. Aber wir wollen in Efeesa Kapitel 2 mehr Versen durchgehen, weil ich in der Bibel aufdrehen, dort wenn ihr wollt mitlesen. Aber ich anfange, wo wir bis noch einmal alle beten. Himmlischer Vater, wir kommen noch einmal verdienen, Herr, an die Sache von uns, Marius, und wollen Frauen, als du wirst uns hier zu begegnen mit den Heiligen Geist. Und wir freuen uns total hart, dass du in die Wort gesagt hast, dass du das wird vor 3 Tage kommen, du bist du. So wir freuen uns total, wirst du uns unsere geistlichen Horten und Augen und Ohren aufmerken von der Smart zum sagen, was du für jedem einen von uns persönlich hast, von den Wort durch den Heiligen Geist von der Smart. So wir danken dir für was du wirst in Jesus Namen. Amen. Wenn ihr dann kijken in Efeesa Kapitel 2, der ganz erste Vers, sagt er, je werden in jene Sünden geistlich dood, als je noch leefden, so als deze Welt dat verlangt. So de Kapitel fängt noch schwer an, noch wichtig, der sagt, je werden dood in jene Sünden, geistlich wie je dood. Er meint hier, mit geistlich dood meint er, wenn du auch Gott sein Wort sagen darfst, hören darfst oder lesen darfst, du kannst nicht begreifen, von was dort reden darfst. Deine Geistlichkeit verstehen, deine Augen und deine Ohren, die werden taub, du kannst das lesen und du kannst das verstehen, so wie aus einer Geschichte, aber nicht dort persönlich in den Hort antragen können. Die geistlich wirst du dort, du kannst das nicht annehmen. Wir nicht zu verstehen oder irgendwas wertvoll, wie bloß Geschichten, was einer lesen hat. Ich weiß nicht mehr, wie viele von Ihnen das sind begegnet haben. Ich weiß, für mich wird das für viele Jahre, dass ich abwasser, ich kann das lesen, der wird kann ich wahrlich lesen, ich kann nur verstehen, vielleicht nicht alles, aber ich kann verstehen, von was er reden hat, aber doch nicht von dort können wir dem Hort. Wir bloß so viel, ich kann lesen und von was er von euch vertellen hat, aber nicht, dass irgendwas persönlich wird, oder dass er für mich persönlich was meint hat. Und in den Sturm, wenn wir jässlich dort sind, in unserem Sinn, dann können wir nicht ein Ding tun, was Gott gefallen hat. Dann ist es nicht möglich, dass du kann, wenn wir sagen, du nur bei Anker springen, oder wenn wir was fehlen, der mithalten mit Geld, oder wenn wir krank sind, besiegen, und so weiter. Wenn du noch jässlich dort bist, all die guten Dinge, die meinen noch nicht. Das ist nicht, dass das dumme Dinge sind zu tun, aber wenn du jässlich dort bist, dann kannst du nicht für Gott gute Dinge tun, was am gefallen tun. Das kriegt so aus, wenn wir gucken, dann wir das nicht kann, denn sie wird nicht kann begreifen, nicht verstehen, das nicht annehmen von selbst. Das kriegt so mit uns, wenn wir in unserem Leben haben wir gestorben ist. So das ist eine Person, die körperlich oder physisch gestorben ist. Wir können alle Raum der Person sein, wir können vertrauen, und die hielt nicht, wenn die stout.
die Menschen würden keinen Raum den Sachen anscheinend eten merken, und doch, den sie in der Nähe würden nicht retten, dass das was gehört wird, die würden nicht das Eten kann annehmen, die können nicht antworten mit einem Vertrauen, mit Eten, mit irgendwas tun. Das ist nicht möglich. Da hat kein Hunger, da hat kein Durst, kann keine Weide auffallen, wenn die Person der ist tot. Du hast kein Leben mehr an dir. Und kriegst du das im Gästelchen, wenn ich und du, wenn wir nicht Jesus an angenommen als uns persönliche Herr und haben Gott sein Jes an uns, wir sind geistlich tot. Wir können nicht Menschen damals vertrauen vielleicht von geistlichen Dingen. Die freuen sich vielleicht, wenn sie was gelesen haben, Gott sein Wort. Die nehmen das an als Nahrung, als Brot, das Jesus sagt, hey, ess das Brot von Leben. In seinem Blut ist das, oder ja, wenn wir aufmal haben, das Brot, das ist sein Körper, und das Wein, das ist das sein Blut, und doch sind die nicht bekehrt sind, was nicht Jesus hat angenommen. Für die, all das, was darum geht, die kann nicht, Jesus an sich kann nicht das annehmen, weil es geistlich sind, sie tot. Das ist nicht möglich, das geistlich zu hören oder verstehen oder einen Hunger zu haben, wenn eine Person geistlich tot ist. Und sonst diese Feulungen kriegen, kannst du niemals nicht tun, aus die Salz. Das ist nicht ein Ding, wo du kannst sagen, morgen, wo ich lesen und dann wo ich was nicht nehmen. Das ist nicht möglich. Wenn du geistlich tot bist, das ist nicht ein mögliches Ding zu tun. Das kann bloß durch Gott dir das geben wird. Klingt ein bisschen laut, aber wir noch mit mehr davon reden. Und woran wir geistlich tot sind, das steht in der ersten Vers, in unsere Sünden, wie wir geistlich tot. Und wir lesen in Römer 6, 23, sagt der Lohn, was wir kriegen dann für den Sinn, ist der Tod. So die Schrift, die sagt uns, woran eine Person, wo geistlich tot sind. Und das meint nun nicht, wenn du die bekehrt hast, das ist eine wahre Bekehrung, du hast Gott angenommen, und dann hast du somwas getan, was du als Arche warst, hast einen Sinn begonnen, dass du dann wahre geistlich tot bist und wahre mal zum Leben kommst. Und das kann mal einmal passieren. Und wir wollen ein bisschen mal reden von Luther über diese Bekehrung, wenn du hast, was begonnen, was du als Arche warst, was die bedreien, das ist eine gute Weg zum Utfängen, dass Gott wirklich in die Schaffen wird, wenn du ein Leutsan hast, dass die das wirklich wollen, dass die das erklären, wenn du hast was Arche getan. Aber für dort eine bekehrt ist, der Sinn, als was den Tod bringt. Und der Sinn kriegt so aus, wenn eine Person hier aufgestorben wird von dieser Welt, dann sein Geist an sich wird getrennt von seinem Körper. Der Körper bleibt hier in der Geist der Astra nicht mehr. Dann hast du kein Leben mehr an der Person. Deswegen konnte nicht mehr eten, retten, hören, schmecken, fallen oder Antwort geben und so weiter. Und wenn du in deinem Sinn dort bist, als Charakter, dein Geist, als das dort von Gott getrennt, du kannst nicht den Connection, du kannst nicht mit dem Taub kommen, in den Weg, weil du in deinem Sinn dort bist. Und das liegt nicht an irgendwas, was es in jeder ein von uns persönlich. Und es ist nicht, dass wir dafür geschafft haben oder probiert haben. Wir sind in seiner sinnlichen Natur neugeboren und wir müssen das annehmen, dass Gott uns Heiland ist, dass wir kann mit dem, was er versankt worden. Jesaja 59, Vers 1 und 2 sagt, hörst du mal. Den Herrn sein Arm ist nicht so hart, dass er nicht raten kann. Seine Ohren sind nicht doof geworden, dass er nicht mehr hören kann. Du hast was waschen gönnt in Gott gekommen, was die Salz verschuldigt haben. Deine Sünden haben am Dutter gebracht, sich wegzudrehen und nicht nur horchen. So die Person, die du geistlich tot ist, einmal hier wie angesehen, unsere Kirche ist ein bisschen so ein Hospital für Kranke. Die können kommen, wenn sie krank sind mit Sinn, verbunden sind mit Sinn und so weiter, können sie durchkommen, können Haupt kriegen, dass sie gesund werden. Und auch in der Efeesa lesen wir, wenn du in deinen Sünden bist, dann bist du tot, dann bist du nicht krank, dann bist du tot. Und das ist ein Ding, wo jeder Person, die nicht auf Jesus angenommen auf dieser Welt, der ist geistlich zu sein, tot. Und wo wir kann
in der ganzen Welt als ein bisschen so als in Krankenhaus oder in Grofhaus. Als ganz voll jährlich die Menschen. Du hast eine Antwort dafür, aber das ist nicht eine Antwort, was ich oder du uns selbst können tun. So, in der ersten Vers sagt er, wie wir in unseren Sünden jährlich tot. Der zweite Vers sagt, in der unsichtbare Macht, die, auf Englisch heißt es invisible, der unsichtbare ist, was die nicht sein kann, kann nicht sein, was dran ist. Es sagt, die unsichtbare Macht, die über diese Welt herrscht. Und ja, tun wir den Jes, der in der wirkt, der Gott nicht gehorchen. Wir leben eine Zeit, alle so aus, ans Fleisch das verlangt, und wo unser Last ans Streif. Und wir von der Tür uit Kinder, und ja Gott sind euer so als alle andere. So, er sagt, hier sind ein paar Dinge, wo wichtig ist, noch abzupassen. Er sagt, erstlich, diese Macht, die uns driven hat, ist unsichtbar, ist nicht zu sein. Die Feind ist yes, wie kann der nicht sein? Denn seine Mitarbeiter, die finden seine beiden Gäste, die sind nicht zu sein mit unseren Augen. Und doch, die schaffen in der Welt. Und die verlachen und rieten und so weiter. Aber du sind ein paar Dinge, die wir hier können rausheben, was du sagst. Der Jesus, der das schaffen hat, die Welt, wie die uns tun, wenn das der Feind wird aufgesagt vom Himmel, der wird hier auf der Welt, und da haben seine Gäste, die probieren alles zu beherrschen, und den Jesus, was dort alles schaffen hat, den werden sie uns tun, all sind, was Jesus dort sind. Dann sagt er hier, das Paulus, was hier zu der Efeesa geschrieben hat, er sagt, wir leben in einer Zeit alle so. So, das ist nicht, dass wir nicht können sagen, eine Sorte Menschen, die sind schlecht, und andere sind gut, oder Wasser haben eine bessere Chance, das andere, also von Natur aus, als wir geboren werden, wie wir eine sinnliche Natur neu geboren. Und dort ist für alle überein, er sagt, wir leben alle in einer Zeit so. Von dann an, als Adam und von den Garten werden, und es Gott sagt, ich kann von alles sehen, was wir bloß von den einen Baum sollen sie nicht. Und dann kommt der Feind daheim und sagt, ist das wirklich nicht, lass es nicht schmecken, lass es nicht einen Schein schmecken, wird es nicht Fan sein? Dann sagen sie, no, Gott sagt, wir sollen nicht werden, aber wir sterben. Oh, die waren gestorben. So von Anfang an, die wird die Welt beherrschen, die unsichtbare Macht, die Feind in seine Mitarbeiter. Von Anfang an, als die Menschen werden, probiert er die von Gott wegzureden. Und will sie Sünden deuten, du von alle, was geboren werden, nur dem, werden in seine sinnliche Natur neu geboren. Das meint nicht, dass jeder Mensch, der geboren ist, automatisch das alles bis einmal in Sinn leben, aber in seiner Natur sie wird uns ein Helfer fehlt, da rauszukommen. Dass wir nicht die Welt oder das Fleisch unterdun sind. Das sind 3 Dinge, was vielleicht das Gradste sind, was gegen uns schaffen tun wird. Erstlich die Welt, weil wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. In der Welt schafft eine Meier und Beta und Grata und Schmack und Strom und all so. Und im Ferken, wo wir mit nachgedacht und denken, oh, wenn ein klein bisschen Grata das Haus hat, ein bisschen Kar, ein bisschen blanke Dinge, oder ein bisschen mehr Geld und so weiter. Das ist nur, was die Welt alle nur streben hat. Die wollen probieren, einmal vorabzukommen, wie wollen mitgedacht und damit von, wenn wir uns wirklich hingeben, dann wo wir können sagen, dass unsere Arbeit ist nicht mit der Welt mitzugehen, aber leider, wo wir können Gott dein mit Gehorsam sein, was ihm wird sein, dass das gehen, was die Welt will haben. Das zweite Ding, was uns mitreden, das Verhalten ist der Feind selbst, wenn er hat von Anfang an, als er Gehorsam gewusst hat, Gott, du wird er raufgesagt vom Himmel. Und du hast diesen großen Hassen gegen uns, die können uns nicht leiden als Menschen. Wir sind nur Gott sein Ebenbild nur gemerkt. Und er kommt Gott nicht an, weil der uns sagt, verdorben, dass wir nicht wollen können, den kommen, weil es heute nicht kann sein. Und du willst uns mitreden und willst heute von Anfang an gehorsam wie zu Gott. Du willst mit Dingen so aus, was der Orban auch sagt. Seht Gott wirklich, die soll nicht von den Erden?
oh, das ist so, dass die wirklich waren gestorben oder so. So, der prüft immer bloß ein klein bisschen an, wie man zweifeln, ob es wirklich ist oder nicht, reich oder arg. Und du musst prüfen, wie wollen sie sein, als heute, wie wollen eingehorsam sein gegen Gott, in der Städte, wie wollen fallen. Das dritte Ding, was uns mitredet, ist uns nicht Fleisch. Mit dem Fleisch meine ich nicht wirklich ans Körper, dass wir sagen können, dass Menschen, wir sind vom Fleisch gemerkt, aber das Fleisch meint uns Sehnen und uns Wellen, was uns jankert, was uns trieben wird. Wir sind von der Natur an in eine sinnliche, oder von Anfang an in eine sinnliche Natur neugeboren. Und bitte, wir können sagen, okay, warum das ein Schwein, was ein Schwein das? Wenn ihr öfters habt, ein Schwein habt gekickt, wo der Schwein bin, sagt der Ransig mangt das Blatt, der mangt das Schmatter, und der merkt das Schweinchen, der hat das Schein, und das würde die gleichen Band sein. So, wenn sie fragen, warum das ein Schwein so? Ein Schwein, das kriegt nur, was sie von der Natur hat. Alles, was das Schwein weit als dort, das ist, was sie das. Wenn ihr nicht können, weil wir sagen, eine Mietz, was sie gleich einmal Rente holen, wenn ihr können eine Mietz ihrer Natur in ein Schwein nansaten, dass die können eine Natur haben aus einer Kort, dann würde ich von das Blatt wegbleiben und sich von Rente holen. Aber das Schwein kann niemals nicht sich selbst ändern. Das, was die angegeben, ist das, was die gleichen und das, was die tun. Die Mädchen können sich nicht leiden, die bleibt weich davon. So, wenn das schaffen, die dort versaten, dann wird das Schwein anfangen, sich anders abzustellen. So, dann ist die nächste Frage, warum das ein Mensch Sinn? Du als eine Person, warum gibt es in deinem Leben, dass du angeben dass du lest, was Gott sein, oder was der Feind sein wird, und nicht Gott gehorsam sein, warum dass du einen Sinn begonnen in deinem Leben? Der Antwort ist sehr klar, dass das ein Sinn das, was in der Natur ist. Du bist von Anfang an du neugeboren und die jetzt dort scheinen, die gleich dort. Du wendest du dort. Kriegt so aus, dass Schwein dort eingegeben ist, dort dann und der kann nicht anders bieten, wann die Wurz dort einen anderen Sinn kriegen. Kriegt so viel mehr in die dort, dass Gott uns sehen Sinn und uns geben wird, dass wir nicht mehr die Verlangen haben, nur den Sinn heruntergehen. Dass wir Gott sehen in der Tür an uns haben, dass wir können am fallen. Anders ist das nicht möglich. Wir sind von Anfang an als sinnliche Menschen geistlich tot. Und für uns durchzukommen, kannst du nicht ein Ding tun. Wenn du bleiben dort, dann würde eine sehr trüge Sache sein für uns. Aber Gott, der kann sein Heiligen Geist, Jesus sein Geist, nehmen und in uns nehmen, dass wir nur in geistlichen Gott seine Natur in uns haben, dass wir kann am loben, dass wir kann für am leben. Und das ist nicht möglich, dass wir kann Gott irgendwas tun, was am gefallen hat. Wir sind von Natur an Sünder. Und das ist der erste Vers sagt, ein Sünder ist geistlich tot. Was kann eine tote Person, die wat Raum entleben, dann umbeiden, dass sie auch weiter leben wollen? Ein Sünder kann nicht ein Ding anbeiden. Du hast nichts. Du hast wirklich tot sein. Der Leben, je kann dir nichts geben, um dir zu bringen, dein Leben. Eine geistliche, tote Person kann nichts nicht nehmen von einer anderen Person, was zum Leben merken, dass bitte Gott tut das. Der vierte Vers, das ist eines von den ganz besten Dingen, was wir jemals hören als Menschen. Weil wir sind in so einer sinnlichen Natur neugeboren und wir können nicht ein Ding mit tun aus uns selbst. Aber der vierte Vers, in Epheser 2 sagt, über Gott. Das sind zwei Wörter, die sind vielleicht die ganz besten Dinge, was wir jemals hören in uns Leben. Wenn eigentlich kann du nicht tun, das sagt über Gott. Es ist so reich und genug. Er ist uns so gut in seinem Leben, dass er uns mit Christus Wahrheit im Leben braucht, wann wir auch dort in unsere Sünden wären, durch genug war wir seilig. So, das wird ein bisschen vielleicht gut vergleichen mit, weil wir sagen, wir eine Gruppe Menschen, die vorhin abgelegt haben mit einem kleinen Boot, so ein Faschen oder was immer.
En dan komt een grote wal en met een schaap Eva en ze verdrinken door. Ze zijn trouble. Angezien, wat Gott für uns hat, als ein bisschen, wenn uns Schab amstalten dat, dann schmiert der schwinzende Banner der Früh, dann hoppen zu trainen, Eier wieder verdrinken dann. Aber doch, wie wir gästlich dort. Was Gott dat, als nicht uns zurück halten, schwinden, wie wir dort sind. So dass es, wenn wir sind, zu dort kommen, endet, wo da wir verdrängen, wir sind all ganz dort bin, und dann kommt Gott und nimmt uns zurück und gibt uns Leben. Das hat uns nicht Kurs merken von Sinn, er merkt uns von dort zu leben. Bloß Kurs merken, dann ist die ganze Werk von der Erfahrung, dann ist dort viel zu eine kleine Sache. Als wir dort wären in einem Sinn, und ob uns dort rührt und auf uns leben. Da ich sehen will, dass so viel Life hat für uns. Und auf Offenbarung 3, Vers 20 und 21. So das ist das Erste, wir können nicht, es ist nicht möglich, dass wir uns selbst halten, dass wir uns selbst zum Leben bringen, dass wir uns selbst durchkriegen, dass wir leben down. Aber Gott, er kommt an, er nimmt uns aus der Tod rüht und auf uns Leben durchsehen. Und hier ist, was er da zu mir und die. Offenbarung 3, Vers 20 und 21 sagt, kijk, ik stu voor dir en klappt an. Wenn wer meine Stamm hiert, und der aufmerkt, bei dem, wo ich nangehen und mit Amt hab eten, und hei mit mir. Der Gewannende, wo ich mit mir loten ab, meinen Traum satten, das ist ein wichtiger Punkt hier, mit der Gewannende, wo ich loten mit mir hab ab, meinen Traum satten, Gerud so, als ich gewonnen habe, und nu bei mein Vater ab sein Traum satt. So Gott hat alles getan, was er brauchen hat. Du hast nicht ein Ding, was du kostet zu tun. Und sagt, über Gott in seinem Leben willst er so wirklich erst an genug, er steht bei dir und klappt an. Und wenn du dir aufmerken lässt, du kannst nicht den Raum sagen, klappt mal an das, hat der ich kann aufmerken. Heute hat den ersten Stopp nehmen, heute kommt und klappt an, euer Düde überhaupt an denken das. Und wenn du das fallen lässt, heute an die klappt man den hat. Von der ist der Tag von genug, wo er will, die Leben geben, wenn du gestlich dort bist. Das heißt, heute steht vor dir und klappt an. Wer das hier und das, wie man vielleicht kann sagen, wenn wir fallen in uns Herz bedrückt, dann ist das Gott, der schafft und der bedrückt einem in einer weiß nicht, was er angeht, aber in einer falls ist Gott, der will, wenn einer dann sich hingeben, und der aufmerken, dass er kann ankommen. Er sagt nicht bloß dann, wenn der aufmerken, dass er dir ein Geschenk geben, dann sieht, was er war, hinter der Nächste steht. Er sagt dann, war ich ankommen, und das ist eine persönliche Gemeinschaft haben mit dir, wie wir einen Taub eten. Ich war dir meinen Traum sagen. Was Gott, das sage ich euch, den Traum, was Gott am gegeben hat, sage ich war die den nennen, dass du kannst mit du sagen. Ob den Traum, was Gott am gegeben hat. In Johannes 6, Vers 44 und 45. Erst am Anfang sagt Gott wird uns das geben können, wir können Salz nicht tun. Hier sagt er, in der 44. Vers, keiner kann mir kommen. Wenn du am Punkt heran wird es traurig sein. Da sagt keiner kann mir kommen, wann der Vater, der mir geschickt hat, am nicht tragen wird. Das meint nicht, dass er eine Gruppe Menschen merkt, was er wirklich bloß nicht kann ankommen. Was er sagen wird, ist, dass es nicht möglich ist, die Salzen anzukommen, er die erst tragen. Er sagt, keiner kann kommen, bitte, am erst getragen worden, sagt der andere Part von der Feuer, sagt er, und ich war am letzten Tag abwerken. Und so ein wichtiger Punkt. Erstlich, sagt er, wo uns mit einem Top auf seinen Thron saßen, und er wurde uns abwerken. Sagt er in der nächsten Vers, in der Propheten steht geschrieben, mir freut mich, wenn ich das lesen, da wenn er sagt, das steht geschrieben. Wie viel hat er gehört, bin abwaschen, bin clean, oder graut, oder was immer. Das macht nicht, wenn das steht geschrieben. Dann sagt er,
Warum nicht ist das? Das steht geschrieben. Nicht so erfahren, wie eine wirkliche Antwort dafür, aber das steht geschrieben und dort meint dann so viel nicht mal Frauen. Und hier sagt er, in der Propheten steht geschrieben, sie werden alle von Gott gelehrt sein, gelehrt sein. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer den Führer hört und von einem lehrt, kämpft nur mehr. Das nicht, dort steht nicht geschrieben, dort keiner kann Gott kommen und er wird bloß Wasser tragen. Er sagt, keiner kann kommen, bitte Gott am Tragen das. Und er sagt, wer dort hören das, der kämpft nur arm. Dort steht geschrieben, du kannst dich nicht Salz halten. Dort steht auch geschrieben, du bist in deinem Sinn geistlich tot, wenn du dich nicht bekehrt hast. Und dort steht auch geschrieben, du kannst nicht mal nach Gott kommen. Bitte, hat die tragen das. Und hier ist eine wunderbare Vers. Und mir fragt diese Vers immer, wenn andere sagen, okay, well, wenn ich nicht kann kommen, bitte mir tragen wird, wo weit ich dann, dass Gott mich tragen wird, wo weit ich dort, dass ich dann im Port kann handeln. Ich war nu nicht in der Vers gehen, aber Matthäus 11, Vers 28, in der letzten paar Vers, in der Kapitel, da sagt er, kommt alle an mich. Heute nicht bloß eine Person tragen und die andere nicht. Er sagt, kommt alle an mich, die schwer beladen sind. Wer ist schwer beladen? Wenn wir unsere religionische Regeln, Proben so viel gut tun, dass wir wollen angenommen sein bei Gott, dort ist zu meid worden. Dort so zu meid worden, dass einer abweichen das, was sie da und dann sie denken, es überhaupt nicht wird. Weiten könnte eine wesentliche Sexualität sein. Geht es dann halb vielleicht in eine Wenig nicht, wo kann ich wirklich das vor dich bringen? Dort meint dann, wie sind bedreckt mit das? Wir wollten nicht, wohin mit uns selbst, wie kann ich selbst gut genug sein und das. Aber wenn du das verstehen kannst, dass Gott die hat angenommen, dass heute die annehmen, dass du noch einen Sinn, der wir schon schackt sehen, dass du kannst dadurch arm geraten und heute tragen das, dass du nicht schaffen, das brauchst du für, dass du nicht schaffen kannst du für. Und aber ihm lässt ein großes Gewicht von einem seinen Schultern drauf und sagt, na, Gott hat das fertig gemacht. Ich brauche nicht mehr schaffen mit dort. Wenn wir Leute mit mal davon reden, das meint nicht, dass du dann einmal geraten sein in ein Lebenssinn, das ist eine ganz andere Sache. Aber schaffen für dort, wenn du das ansehen kannst, bloß Gott hat das getan, durch seine Gnade, und du kannst nicht dafür schaffen, es ist nicht mehr möglich, aber man hat so viel leichter Zeit zum Leben und zum Gott loben wird, sondern kann sein, dass es nicht mehr, was ich denke, als alles, was Gott getan hat. Wenn du am annimmst, wenn du dich sperren kannst, klappt an den Hort und du nimmst dort an, du merkst, dass der aufhört, er kann dann kommen, dann bist du in Johannes 1, Vers 12, glaube ich, das sagt er, auf uns durch auf uns die Macht gegeben, Gott seine Kinder zu werden. Er hat uns nicht die Macht gegeben, dafür zu schaffen, aber will uns tragen, durch was Jesus tut für mich und die, wenn wir im Annehmen dann können wir ein von seinen Kindern sein. Und wenn wir dort sind, wenn Gott dann an uns sieht, wer kann an jenen sein? Gott hat alles erschaffen. Er hat alles gemerkt. Du hast nicht ein Ding, was auf dieser Welt ist, was Gott nicht erst gemerkt hat. Und wenn du Gott an uns sieht, die Frage ist dann, wer kann du jenen sein? Das ist nicht bloß, wer wo sich das während hat und wer kann. Du jetzt nicht jenen zu sein. Dort jetzt zu proben, ja, der Feind wird proben, aber er kann nicht mal jenen. Er will sein, Gott zu sein und Gott sagt zu dem Feind, gut Art. Er sagt ihm auf, da will nicht mal eine Sache für den zu tun. Gott ist stark, ja, 100%. Geh das mal. Never nicht, dass der Feind den Anfut hat, wo Gott nicht stark ist. Das darf nicht sein. Und du wirst, wenn wir dort verstehen können, dann sagt er in Efeesa 2, Vers 6, Gott hat uns mit Christus Tod abgewagt. Ich lese wie von
in Johannes 6, hij zegt Jezus, daar waar ik opwaking, niet? Jezus zegt, hij woord, en hier so in Efeesa sagt hij, Gott haft, dit passiert. Hij zegt niet, Gott wat, dit haft Gott gedaan. Hij zegt, Gott haft ons met Christus Jezus Tod opgeweckt von den jährlichen dood en met am Tod einen Platz im Himmel gegeben. Ik du kan du nicht doen. Als wir dood werden in onze zin, schakt hij zien zijn, dat hij wordt sterven aan een kruis, zijn bloed laten verandert hij, dat wir dadurch am können geraten worden. En wenn wir das annehmen, dann hij zegt, Gott hat dit gedaan. Als Jezus hier nog weer, dan zegt hij zelfs, ik war die opwachting. En Paulus sagt hier, nu is Jezus al weg, hij is al gestorven en opgestaan in de Himmel al bij Gott. Hier zegt Paulus zu der Efeesa, Gott haft uns. Wer ist der uns, von wem wir reden, das nicht? Jeder Person, was Jesus angenommen hat als persönlicher Heiland, er sagt, die habe ich abgewagt von Tod. Und das ist nicht bloß, dass er abgewagt hat vom Tod. In Offenbarung 3, wo ich hier lesen habe, sagt er, die waren mit Hoop auf meinen Thron saßen. Er sagt, die waren. Hier sagt er, nicht bloß, er hat uns abgewagt, aber er hat uns mit einem Taub einen Platz im Himmel gegeben. Er wird das nicht geben, das ist nicht, was danach wird kommen, das hat er getan. Das ist schwer zu begreifen, nicht? Wenn wir an denken, dann Gott hat seinen Sinn geschickt, wir möchten niemals nicht persönlich gesungen haben, oder gekannt haben. Ich glaube, dass bloß das passiert ist, weil es die Schrift sagen hat. Und wenn sich Jesus so angenommen, dann hat der Herr Jesus in mir dort geschafft, dort mein Jesus mit Gott sein Jesus vereint werden, sodass ich dort können weiten, dass ich ein von seinen Kindern werde. Und all die Dinge, was wir nicht mehr sein können, nicht kann anders als jässlich fallen, der Sinne, wo die jässlich dort sein, wir können vielleicht sagen, hier sich anklug. Wenn du jässlich dort was du nicht verstehen kannst, dass du wär für die erst gestorben, dass du nicht darfst sterben, dort hier sich das was mit Arach, wenn ich möchte verschaffen, ich möchte was verdauen. Und doch Gott sagt, heu erst da, wer der Städten klappt an, keiner kann Computer Gott ertragen das. Und wenn der wird abgetan, dann kommt er näher, sagt er, und dann mit einem Taub in Gemeinschaft haben. Er hat uns den Platz gegeben im Himmel. Das ist ein bisschen so, als wenn wir ab 2 Städten täglich leben dann. Uns Körper, physisch, wohnen wir hier bei ihr. Wir können es ja alle am sagen, wir sind hier nicht. Bei jässlich zu sein, hat er uns bei Gott gesagt, dass wir mit Jesus Taub auf seinen Thron sitzen. So dort lügt nicht bloß, dort, wenn wir hier aufsterben, dann sehen wir wirklich auch durch. Nu ist es einmal so, dass du eine steht und den Thron mit uns nun an, das ist für den, was ich gesagt habe. Bei der Kloster nach hier sind steht im Himmel, bei den Thron, wo Jesus sagt. Das ist schwer zu begreifen, wie fallen sie, als Menschen, wie fallen sie fragen, wie machen die was verdauen? Wenn wir klimatische Dollar schaffen, vielleicht, wo wir dann uns können, von uns nu haben verdient. Und doch, das ist nicht mal möglich, nur Gott kommt bitte die tragen das. Und die Selbstkost schaffen, sie sagst, du weißt, und das hilft nicht. Aber, er hat uns, und dadurch sehen, nicht bloß einen Platz gegeben im Himmel, er hat uns seinen Platz gegeben im Himmel, dass wir mit einem Taub auf seinen Thron sitzen. Du wen kann wir, habe ich mir gedacht, du wen kann wir, wenn wir beten, dann sein, in Jesus seinen Namen. So, wir sind noch nicht wirklich durch, nur da wir noch mal bloß in seinen Namen, was er uns gegeben hat. So, uns ein Bild vorstellen, wo sie sonst wieder saßen, wie Gott bei den Thron und sagen, wir haben, vielleicht eine Person, die krank ist, und Gott, wir wollen Frauen, dass du heilen oder gesund machen, oder so wieder, und sagen, dass wir in Jesus sein, wenn selbst sie noch nicht durch, aber da ich sie nun, ich habe das tun, wen habe gesagt, wenn wir am Frauen wollen, nur sehen wollen, was er alles tun. Und das ist ein wichtiges Ding, unterdenken, wenn wir nur sehen wollen, nicht bloß nur uns janken. Aber das ist ein bisschen, dass wir sagten,
besiegt Gott auf dem Thron und wir können zu ihm reden, so als wann Jesus selbst zu den reden hat. Ich will nicht sagen, dass ich glaube, wir sind Jesus, aber er hat uns mit ihm taub auf den Thron gesagt. Und durch ihm, was wir angenommen, durch seine Herrlichkeit, durch seine Gerechtigkeit, was wir angenommen, dort als kriegt so aus, wann wir mit Jesus taub zu sein. Wir sind dann ein von Gott seine Kinder. Er hat uns abgehoben. Er hat uns vom Leben in den Tod gebracht. Kriegt es die Geschichte von Lazarus in Johannes Kapitel 12, redet von Anfang von dem Kapitel, redet von, dass sein Freund Lazarus wird gestorben und wenn er saß, der nur dem, ich glaube, ich saß der und vielleicht noch frisch mal nur sagen, aber dann wir wissen, der Luther als Jesus betont und die sagen, oh, nicht das Üben, ja, wenn was auch stinken und so wieder. Und der Körper fängt an zu verkommen oder zu verfallen und so wieder. Und die sagen nicht, das merken. Und Jesus sagt, halt den Stein nochmal weg. Sagt der Lazarus, komm rüt. Ich habe eine lebende Person rütgegangen. Das war heute mir und die das. Wir sind wirklich, Charakter Lazarus tot im Grab. Aber den Tag, was Jesus in uns nennen kann, wird er uns tragen das. Und wie der aufmerken und er nennen kann, dann sagt er, ja, komm rüt. Peter, komm rüt. Johann, was immer, kommt rüt. Vom Tod in dem Leben. Das ist ein Werk von Gott, das geht nicht auf irgendeinen anderen Weg zu tun. Der 7. Vers, du sagt, in Efeesa 2, er hat uns durch Hand gesagt, einen Platz gegeben, dort hier ist, warum er das tut. Er sagt, dort in der toekomstige Tiden, ich meine, die, was noch nicht gekommen ist, Tid, was noch kommen soll, in der Zukunft, in der Future, was noch kommen wird, er sagt, dort in der toekomstige Tiden uns in Christus Jesus bewiesen können, wo vertraulich recht er und genug ist, und wo sehr gut er uns ist. Er hat dort nu all, bedoel gebracht, dat eigenlijk in de steerhand. Dat we dat weten kunnen zien, wat zeg ons dort, dat we dat nu hand, zodat wanneer het eerst bedoel dat we hier opstorven, dat we dan werkelijk door zijn, dat we kunnen zijn. Wo vertraulich recht. Dit wordt vertraulich, dit is van het wel overdreven, dit hij is ganz buiten gewöhnlich sehr recht und genug. Dat jeft niet een hechere soort genug, als wenn Gott sagt, hij is vertraulich recht und genug. Dat jeft niet een gratis genug is dat. Ja, wie können andere genug beweisen, mit wo wir uns verhandeln mit euch oder so wieder, aber Gott sagt, heute dort, uns hast du uns einen Platz gegeben, dass er uns hat wiesen kann, bald, wenn wir vor der Hand kommen, wo wirklich sei er kein genug ist. Und dann kommt der bekannte Vers, wo wir fertig haben von gehört, Vers 8. Dass Jesus durch Gott seine genug gerat, willst die glauben. Das ist nicht durch deine Worte, das ist ein Geschenk von Gott. Das ist das Erste, wo kann die Person verworten tun? Wenn wir wirklich, weil wir sagen, sind am Begräbnis und das ist eine Person, die im Sarg liegen und sind Leute in einem Grab fahren, wo kann die Person noch tun verworten, um sich sagen zu halten oder zu Leben zu kommen und so wieder? Das ist nicht möglich. Was kann eine geistliche, deutsche Person tun, um geistlich zu leben? Nichts. Nicht ein Ding kannst du tun. Das ist durch Gott seine Gnade. Er sagt, das ist nicht durch Worten, das sagt er noch persönlich, das ist nicht durch Worten, das ist ein Geschenk von Gott. Ich rede von, wir sind von der sämtlichen Natur geboren. So wir werden geistlich zu sein, dort, als wir geboren werden. Du kannst nicht Dinge tun, um geistlich werden oder um zu Gott kommen. Bitte, du annehmen das Geschenk, was er dir gegeben hat. Der nächste Fall sagt, das ist nicht utwirken, wenn das Ursache sagt, so dort keiner Ursache hat, sich selbst zu loben.
Eine deutsche Person kann sich nicht selbst in ein Todeshaus führen und Sorg lesen und sich selbst in ein Grabhaft bringen und Tauschschaden, so dass Menschen können sagen, sie haben selbst getan. Ich hätte sich schlagen, nee, das ist nicht möglich. Kriegst du das wegen gestrigen Leben. Er sagt, das schafft nicht mit Worten zu tun, wenn anderswo kann sagen, ha, ich selbst getan. Das ist nicht möglich. Das ist bloß durch Gott seine Gnade. Er hat das getan. Er hat uns geraten. Nicht bloß so, dass er mir in die Hall raten, dass wir nicht in der Hall sind. Er hat nicht bloß, wenn er uns getan hat. Er hat das getan, weil er hat ein ewiges Werk gesagt für mich, in die wir sollen tun. Weil ich möchte ein paar Versen überlesen, um damit vielleicht ein bisschen utreiten mit aller, was er uns hat von Arbeit gegeben. Aber wenn er hat uns eine Arbeit gegeben, eine ewige Arbeit, was aber ewig wird sein, wo können wir dann unterschreiben, dass er wird uns dann holen, aber Ewigkeit. Wenn er das getan hat, wenn er die geraten hat, von der Ursache, dann hält er die durch. In Efeesa Kapitel 1, der Saste, der 12. und der 14. Vers, sagt der Urschlichter Saste, sagt er, nu können wir nicht anders aus seine große Gnade loben, da er uns hat kommen lassen, durch sein Leben sehen, Jesus Christus. Der 12. Vers sagt, so dass wir, da wir Christus hoffen, der Erste werden, der seine Herrlichkeit loben. Der 14. Vers sagt, der Heilige Geist bürgt dafür, dass wir dort kriegen, was Gott uns versprochen hat, du werden, weil wir nicht alle seine Herrlichkeit loben. Unsere Arbeit, was Gott uns abgeben hat, für alle Ewigkeit, als zum seine Herrlichkeit loben, was er getan hat für uns. Wo kannst du Gott loben und preisen für seine Herrlichkeit und für seine Gnade, wenn du gleich das selbst tun? Du weißt, es ist nicht möglich, dass du das selbst tun kannst, wenn das Gott, wem alle ihr treffen wird, dafür. Es ist wichtig, dass man dort verstehen kann, dass diese Guf, diese Säuligkeit, die uns geben hat, ist nicht eine Belohnung, wenn du was geschafft hast oder getan hast, dann kriegst du einen Lohn dafür, was das wird, was du getan hast, kriegst du den Lohn dafür. Aber Gott sagt, du hast nicht ein Ding getan dafür, du kannst mir nicht geben. Und dann will ich dir das Leben geben, durch meine Gnade, so dass das ein Geschenk ist, so dass du mich kannst loben dafür. Das ist, was Gott hier sagen hat. Was für eine Werk kannst du tun, um diese Heiligkeit verdienen, wenn Jesus am Kreuz hängt und Jesus gestorben ist, wird am Kreuz genäht, dann sagt er, das ist nicht fertig. Wo kannst du vor dir merken, was Jesus getan hat? Das schafft nicht. Wir müssen das kann begreifen, wann wir vielleicht auch Lebenszeit einmal haben, die sagen an sich heute, wir müssen dafür schaffen, und vielleicht ein Tag. Das ist nicht möglich, den Weg. Die Arbeit vor dir zu merken, das war der erste, das ist nicht möglich. Irgendwas von Abfahrt zu geben dafür, oder vor dir ist das nicht möglich. Jesus wird der Lohn, während die Abfahrt wart. Einmal für alle Mal. Es ist nicht möglich, frisch was zu tun. Aber, wenn du geraten bist, Jesus hast angenommen, durch diese Gnade, durch das Geschenk, dann meine ich nicht, dass dann frage ich nicht, vor ich nur erst die Sache berät. Ja, die Erfahrung, die Seiligkeit, die ist dann fertig. Aber die 10. Vers in Efeesa 2 sagt, du durch, willst du nicht durch Gott seine Gnade geraten sind, nicht in dir selbst, sagt er, du durch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen, in einen Stand versatt, dass wir Gott tun können. Nu soll wir nur leben. Du kannst Dinge tun, was der Welt will sein, was der Gott sind, wenn du noch nicht geraten bist. Du brauchst nicht von was er reden wird. Du kannst nicht geben für deine Seiligkeit. Bitte annehmen, was er dir gegeben hat. Und wenn du das hast angenommen, dann der schafft an dich, dass du ein Verlangen hast, Gott zu loben und preisen, durch dort, was du das für aus eine Ehe, um seine Herrlichkeit loben. Nicht du verschaffen, dass du denkst, nur weil ich immer nur an Gott komme, die gute Dinge, was ich tue.
Du kannst euch nur an Gott kommen, als wenn er dir die Seiligkeit geben wird. Du troffen, er kann nicht Dollar leben oder weniger leben tun, was du das. Die Seiligkeit ist alle geratste Leben, was er jemals hat bewiesen, zu uns als Menschen. Du wirst ein Prediger, das ist nicht eine wahre Geschichte, aber du wirst ein Prediger, was mal wird laut, er soll predigen und die Menschen werden alle lang und die Leute, er soll kommen, er soll Andacht verbringen und er geht lang, aber er ist mal kommen dort. So die Teams, was die Leute versingen, die müssen immer mehr und mehr Leute werden, das Monde kommt niemals. Oder das geht lang, aber er kommt dort. Schließlich kommt der Leute angegangen und kommt jetzt schwimmen hängen an Konzert und sagt, hey, entschuldigt mich, ich sehe Leute und mit der Leute, aber was passiert wird, ich werde volledig rausgehen, komme gerade ins Heim und dämmern mir und Eva und nu haben wir alle Sachen vermessen, muss ich erst mal halb abbrechen, es soll schon abgeräumt, dann muss ich noch schön sein Training fertig zu kommen, dann spüre ich mich an, komme ich bei hier, nu sehe ich Leute und du wirst, als du nicht kommen sie. Und die Menschen kicken ihn an und sagen, was? Wir wollen ganz neu die das hier liegen, weil du kannst nicht sagen, Eva gefahren von einem Sammy und nach doch so lauten, was die tät. Das ist nicht möglich. Und sie sagt so, als das nicht möglich ist, dass du kannst, Jesus hat angenommen, oder sagen, dass du auch hast angenommen, und dass du nie Gott sehen jetzt an die Haus, und niemals verändert worden, dass du nach Charakter lauten, das Jesus aus vorher. Das ist nicht möglich. Wenn Gott sein Geist in die Namen geben hat, dann bist du verändert. Wenn du keine Verändernis in dein Leben hast, von vorher, bis dann, was du glaubst, du hast Jesus angenommen, dann fällt dir frisch, nach Gott kommen und sagen, merkt der merken sein, komm an, weil dort bringt eine Verändernis. Du kannst nicht in deinem Sinn leben und Scheingehen haben. Und dann, was das dann ist, ich war gleich in persönliche Dinge abreden, weil ich wollten alle, was Sinn ist, glaube ich. Aber du kannst nicht in deinem Sinn in Scheingehen Zeit haben, über ein Leben und sagen, ja, Gott hat mich geraten. Weil das bringt eine Verändernis. Wir haben noch einmal das Vers nicht überlesen, in Efeesa 2, Vers 1-10, dann wollen wir schließen. Er sagt, hier werden jene Sünden gästlich tot. Als je nach lebten, so ist diese Welt das verlangt. In der unsichtbare Macht, der über diese Welt herrscht, und ja tun werden, den Jes, die in der Werk der Gott nicht gehorchen. Wir leben zu einer Zeit alle auch so aus, uns Fleisch dort verlangt, und wo unsere Last uns treif. Und wir von Natur uit kennen unser Gott sein euer so als alle anderen. Aber Gott ist so reich und genug und er hat uns so gut in seine, er ist uns so gut in seinem Leben, dass er uns mit Christus taub Wahrheit im Leben bracht, wann wir dort in unsere Sünden wären, durch Gnade war wir seilig. Gott hat uns mit Christus Jesus taub abgewagt und mit einem taub einen Platz im Himmel gegeben. Dass er in den zukünftigen Tiden uns in Christus Jesus beweisen kann, wo vertraulich reich er und genug ist. Und wo sehr gut er uns ist. Die sind durch Gott seine Genug gerat, willst die glauben. Das ist nicht durch seine Worte. Das ist ein Geschenk von Gott. Das ist nicht die Worte, sondern keiner unser Kraft, sich selbst zu loben. Dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen und in einen Stand versaut, dass wir Gott tun können, nu soll wir nur leben. Wir werden zum Schluss noch beten. Himmlischer Vater, wir wollen noch einmal fertig kommen. Und wir können nicht anders sein, als dass wir die loben und preisen und danken für das Geschenk. Wir können nicht anders sein, als ich sie das nicht wird, weil ich weiß selbst, dass ich in Sünden leben, dass ich du bist wird.
En dat ik er niet een ding kunt houden, om die raar zeiligheid verdien, maar dat du willst du zo rijk en genoeg bent, dat du onklappen deed. Dat du ons tragen deed, dat du zegt, dat al die, wat er schwaar beloden werden kunnen, die du wirst uns onze Säul Ruhe geben. Als wir das voll begreifen können oder nicht, oder wie kann ich anders als die danken für was du getan hast. Dass du uns hast so verbunden mit Jesus, dass wir mit am Top können auf seinen Thron sitzen, dass wir können nur die kommen als Vater, lieber Vater. Wirst du Vater uns von der, wenn hier so eine Sache, die vielleicht noch nicht Hand angenommen, wirst du ohne Hart klappen. Maar ich nu, von der Marius. So dass die wirklich werden kann, dort fallen, dass du in Tragen ist, und dass die werden kann, die Entscheidung merken, das unternehmen, was du getan hast. Das annehmen, dass der Applaus von dir kommt, dass du nicht geht, tot oder von wach zu nehmen. Und auch wenn du hast gesagt, dass du was vor dich ist, dass du dann wirklich ganz vor dich ist. Und so wieder du kannst verstehen, dass wenn unsere Worte uns nicht kann, bitte du bringen, wie soll ich sein, dass unsere Worte uns nicht kann von die Tränen, wenn wir mit bei dir sind. Wo du wirst uns die Weisheit geben, durch den Geist, wie das wir kann, ganz voll ab begreifen, dass unser Leben von hier an wieder ganz gut verändert sein, dass wir wirklich kann, gute Dinge tun. Und durch uns Leben und durch unser Ding, was wir nu wollen tun, zum die ehren, dass wir kann andere deine Leben beweisen dadurch. Wir danken dir, Herr, für was du was tun. Und willst wir haben einen Platz gekriegt, bei dir, durch was Jesus getan hat, weil wir die in Jesus Namen das alle zu dir beten. Und danken. Amen.